Welkom. Welkom terug naar deze series aan Johannes, de boek Johannes. En vandaag willen we weer fresh aanvangen aan deze series. Het eerste part ging we laatste jaar door. En nu willen we dat laatste part van het boek, het laatste half van het boek doorgaan. In het eerste kapitel van Johannes leert Johannes ons wer Jezus is. Hij is het uit het woord, hij is het uit het God, wat allemaal je was, is allemaal wat zijn. En het is daarom dat God zich openbaard heeft. En dat is daarom waar we alle verzeind zijn met God. En aan van kapitel 2, door bij kapitel 11, zien we wat Jezus Christus in de dienst is. En waar hij leren deed en wat hij leren deed van zichzelf en waar hij ons raad kan zijn. En dan krijg je tussen kapitel 11 en kapitel 12 wijzigt dat. We zien dat hier, Jezus Christus heeft jengenstand gekregen. Het is niet einmal, dat hij dat de mensen al de vrede merken deed. Aber gleich der wordt am Gott angenomen. Aber wie wann hij Lazarus van dood opwaken deed, dat de weer meer jengenstand van am, besonders van de Jugendlehrer, oder de Judenlehrer. En in Johannes kapitel 11, 57 sagt het zoals dit. Nu hadden de hoge priester en de Pharisäer dat volk zijn laten, dat wanneer irgendwer wist, wo Jezus weer, dan zullen zij dat aanmelden, dat zij am vastnemen kunnen. So hier zien we dat de Judenlehrer, de hoge priester en de Pharisäer, die hadden een plan. Ze willen Jezus vastnemen en ze willen ombrengen. Wegen entweder niet goud wat Jezus Christus deed en zijn leer gingen wat zij probeerden. Wat hij leren deed, ging de geweld en de leiderschap. En liever dat zij willen zichzelf anderen, zelfs onzeker zijn wat God voor hen heeft, liever dreden zij gingen Jezus. So we willen aanvangen hier in kapitel 12, worden met kapitel 12, eind der bat 34 komt van deel. En zo we vangen hier aan, we zien dat dit als krak even de tijd wo de Passafast passiert in Jeruzalem. We zien dat dit als das deel voor Passafast. En Passafast, we krijgen de zin und no stelle Frieda. We zien hier dat hier weer een fast uitgereikt, een multi uitgereikt voor Jezus Christus. En arm wordt aangenomen en Lazarus weer hier. Dat is dezelfde man wat Jezus van dood opwekt. Maar we trafen hier in de früh en noemt als Maria. We weten niet graag wer zij is, maar we lezen hier dat zij is in de früh wat de ordene mensen al aus een zinder talen. Zij weer niet nur aangenomen in de früh. Vielleicht hat zij een leven van huerie. Vielleicht wie zij bis nicht een gouder mens was. Maar nu heeft zij Jezus bejend. En Jezus deed een arbeid in haar. En zij heeft haar leven aangegeven om hem te volgen. En in de derde vers in kapitel 12 zei we dit. Dan nam Maria een punt. Zij deed rendet naar een eil. En goud Jezus dat over de feit. En dreed aan de feit met haar. En dat gans het huis recht naar de eil. So wat bedoelt dit? Dit wie eine früh erwacht, om Jezus dat wiesen dat zij am goud weer. Dit wie erwacht, om Jezus zijn dat zij am aanbeden deed. En ik bedoel zij dat zij wist graag wat het woord bedienen, wanneer we nu terugkijken naar wat zij deed. Maar zij deed am aanzalven voor zijn dood. We wollen later zijn dat is waarom zij dat deed. En hier heeft een verhaal voor ons. Wanneer we denken aan onze gemeenschap met Jezus Christus, wat zijn we werkelijk abgegeven voor hem? Wat zijn we werkelijk om abgeven voor hem, om hem aanbeten, om hem eeren? Dat zegt hier dat we een zeer dieren rennen naar de eil. Wat we een man hier, wat am interessiert niets wat hier passiert. En dat we Judas. En Feierbad sagt, sei wie wat hij zegt. En 5 besonders sagt het. Waarom wordt deze zalveil niet voor
300 Silbergroschen verkauft und dort Geld für die Arme gegeben. Das ist vielleicht eine gute Frage. Warum wird so viel Geld gebraucht worden, bloß um Jesus anbeten? Und ich glaube, wir wollen sein, was Jesus seine Antwort erst hat, aber ich würde sagen, dass Jesus erst dort wird, sich das anzubeten. Und die Frau dann erst dort nicht vielleicht das Geld besser brauchen, dort die Leiber die Arme feiden, die Arme kleiden. Aber das ist interessant, Judas hat euch in sein Hort, dass er besonders Sorgen hat für die Arme. Der nächste Fall sagt, was er im Hort hat. Der nächste Fall sagt, das seht er nicht durchwegen, dort die Arme zu daunen wir. Er wir ein Stehler. Er drückt die Geldtasche und nimmt für sich selbst. Dort nennt ihr leicht Wort. So, was Judas hier sagen wird, wir würden sagen, jo, dort ist ein guter Punkt. Würde es nicht besser sein, dort die Arme das Geld zu geben? Aber dort ist nicht, woran Judas das sieht. Er braucht irgendwas, was hier sich fern, um dort bedecken, verschmieren, dort, was er wirklich in Wort hat. Und das sei ich fertig, das passiert in der Kirche. Menschen sagen all Sorten, was hier sich sehr fern, das sind Dinge, was jährlich abgenommen sind, hier sich aber sehr jährlich in Gott. Das ist die Reden dann, dort hier sich zu sagen, sei Hand gegeben, Jesus Christus nur Feuer. Aber wenn Gott erhört sein wird, er sieht, was das Motiv da ist. Und wie man sei abpassen, ist für uns selbst, aber auch für andere, dort uns motivreich ist. Und dass wir uns nicht lohnen anschmieren von so einer, wer Ausarten Fanet sein sollen. Dort ist wichtig, dass wir uns Segen an sie innerhalb dem Frauen, woran will ich das? Woran will ich für welche Dinge streiten? Also bloß, dass es kann so sein für mich, oder sein ich wirklich hingeran, Jesus Christus und Gott zu ehren. Weil dann Jesus jetzt seine Antwort in der nächsten Vers. Dann sagt Jesus, lot er tevreden. Dat soll sie jellen, als wann zij dat mijn begrafenisdag gedaan haben. So hier sehen wir dort, Jesus Christus, der verbringen, mit was wird noch passieren. Jesus weiß, warum sei dort deid. Der früh weiß das vielleicht selbst nicht, aber Gott braucht diese frühere Anbetung, um wissen, was wird zu Jesus worden. Waar meine Frau ist, wenn wir von dieser früh lesen dann, haben wir das Life für Jesus? Dort waren wir, was auf dem Hort haben, wo wir wollen Jesus Christus anbeten, wo wir alles hingeben dann für ihn. Sind wir wirklich so in Life mit Jesus, dass wir nicht zurückkommen für ihn? So Jesus redet erst zu der Früh und dann redet er zu Judas. Und hier sagt er, was sehr interessant ist. Wils armer, wo je armer bejüht haben, aber mir wo je nicht armer haben. So er sagt, der armer, wo je armer mitjüht haben, aber je wollen nicht armer mir mitjüht haben. Was sagt Jesus hier? Er sagt nicht, dass der Arme dort nicht wird sein. Er sagt auch nicht, dass wir nicht geben sollen zu den Armen. Er sagt nicht, dass wir sollen bis glücklich sein. Dass wir das Arme und die Arme deinen zu sehen sagen, so dass wir können alle uns Zeit, alle uns Geld brauchen, um Jesus Christus anbeten. Wir sagen in der Bibel, dass zwei Dinge sind verbunden. Wir können nicht ein Hand ohne Ohr. Aber was er hier sagen wird, ist die Ursache, warum wir deinen tun, besonders die Arme geben von diesen Versen. Macht Gebet sein und Jesus Christus anbeten. Jesus ist die Ursache, warum wir die Arme deinen tun. Jesus Christus anbeten, ist, was uns hart verlangen wird. Und willst wir Jesus Christus anbeten, haben wir dann auch eine Verlangen, um Jesus anbeten, durch die Arme deinen.
So de Frau für uns dann erst, wo soll wir dann sorgen für die Arme? Diese Farge redet nicht von, dass wir bloß die Arme tachlauten sollen, als so viel als dass Jesus redet hier zu Judas, was Judas sagen wird. Wir sollen tun für die Arme, was wir können. Ich glaube, eine Ding, was im Prediger muss sein, was ich glaube, wertvoll ist, wenn wir denken und wie wir die Arme sollen halten. Er sagt, du für ein Arme, dort, was du wünschst, du kannst für alle tun. Was Jesus hier lernt, ist, dass wir arme Menschen sind in der Welt. Und wir sollen sagen, wir sollen tun, was wir können. Und wir wollen niemals alle nachkommen. Aber wir können Gott anbeten, wir können Gott dienen, durch die Arme dienen. Und das wirken, wenn wir mit einer Person anfangen, dort wir dort tun. Und wenn wir alle eine Person dienen, dort gibt viel mehr Hilfe, für die wir wirklich fehlen wird. Dann wechselt hier ein Klimat in Kapitel 12, nehmen wir auf. Dann sehen wir, dort Jesus Christus und Lazarus, und das ist das letzte Werk, vor dort Jesus sterben wird. Dort viele Menschen kamen zu Jesus. Die kamen zum Lazarus sein. Viele glauben an Jesus. Und was passiert mit der Lehrers? In der 10. Vers sagt es, aber die hohen Priester waren sich einig, dass sie Lazarus auch tot machen wollen. Weil wegen Lazarus gingen viele Juden hin und glauben an Jesus. Wir sehen hier, was in der Lehrerschaft erhört ist. Leider, sie würden sich selbst segnen und fragen, was meint das für mich, dort, was Jesus lehrt? Sie wären viel zu fest an ihrer Kontrolle, was sie über die Menschen hatten. Und sie wissen, wenn Menschen würden hingeben, dem Jesus Christus nur folgen, würden sie die Kontrolle verlieren. Weil was tut Jesus? Er soll sich nicht eine Gruppe taub, dass sie arm und adon würden sein, dass sie entbematten wird, dass er entbematten wird. Er braucht Freiheit. Er kam und lehrt, dass Menschen sind frei, zum Gott nur folgen. Er wird der Vermittler. Aber dass wir durch Jesus Christus, dass Menschen frei würden sein, zum bloß Gott nur folgen. Und das steht ein Stich. So, wo wollen sie lieber tun? Sie wollen Lazarus tot machen. Sie wollen Jesus tot machen. Weil es euer dort sei Kontrolle verlieren. Und so sind wir fertig mit Menschen rum uns. Und euer dort Gott in der Ende bringt. Dort Jesus in der Ende bringt. Dort durch Jesus viele Menschen Freiheit finden. Und die Freiheit, dort erst viele Menschen unmöglich. Weil sie sein dann, wo sie noch falsch sind. Sie sein noch, wo sie noch nicht frei in Christus sind. Und leider, dort sie würden sich hingeben, Jesus, dass sie noch viel Dollar jängen und sind. Und ich würde uns merken, von wie sind Menschen kennen, wer wir nicht strikt sind, wer wir beten, dass sie würden leider auch Jesus bejahen und dass Jesus ihn wird ändern. Und dann von der 12. bis 19. Vers lesen wir, wo Jesus Christus in Jerusalem tragen wird. Wir sind in der 13. Vers, dort, wenn er reiten wird, auf einem Esel, die Menschen nehmen sich Palmblätter und gingen und schrien, Hosanna, gesandt ist der im Herrn sein Namen kämpft, Israel König. So die Menschen, die warten für den Messias, die warten für den König. Und König wird frei machen. Israel, Messias. Da wäre das Alte Testament zu wiesen. Und sie sagen, was Jesus tut. Sie sagen, der Wunder, was er tut. Sie sagen, dass er ein guter Lehrer wird. Sie sagen, die Weisheit, womit er predigen tut. Und sie nehmen ihn an, das mag der Messias sein. Und
wir verstehen und wir glauben, dass Jesus wir und er ist der Messias, was diese Menschen verwachten deuten. Und wir kriegen die Zeit, wo das Sterben deut, mit den Tag, wo Menschen ein Fast haben, zum Gott danken für was er deut. Und das stammt mit 3. Mose, Kapitel 23, der 4. Vers, das sagt es steht. Am ersten Tag soll je die beste Frucht von jener Baum nehmen, Palmblätter und Baumaster mit vielen Blättern und Wieden von dort Wutterstock und 7 Tage dem Herrn, jenen Gott, in Friedensfast führen. So, das wir Maut, wo sei Jesus Christus hier willkommen deuten. Mit diesen Palmenblätter und sie deuten Gott anbeten. Und das wird Hosanna, das nennen wir in Englisch, das kann viele von uns beten. Dort meint, ihr seht erst die, wer in Gott sein Namen kämpft. Oder ihr seht erst Gott sein König. So dort ist, worum sie das sagen, denn Hosanna, Hosanna, Hosanna. Und wir können uns vielleicht ein bisschen nachlassen, was dann hier war, wenn Jesus näher reiten deut und all die Menschen mit lauten Stimmen, die Jesus Christus preisen und Gott loben, für wo er kommt. Psalm 118, 25 bis 26 der Vers, da sagt es steht, O Herr, rat uns. O Herr, lot uns dort glecken. Ihr seht erst, wer den Herrn sie Namen kämpft. Wir haben jünt gesehen, die von Gott hüß sind. So wir sagen, dass Jesus Christus kam näher aus einem Esel, in der 14. Vers. Und Jesus fängt ein Esel, Jahling, und sah sich durch ab. Und das ist, wo in der Alten Testament wird eine Prophetie von, wo Jesus wird kommen. In Zechariah, Kapitel 9, der 9. Vers sagt es dort. Freundjünt, je hierig. Und je in Zion wohnen. Lot jünt schrien und hirnen sein, die je in Jerusalem sind. Horchemol, und keine Kämpfe noch jünt. Hij ist in alles gerecht und merkt jünt frei. Hij ist demutig und ritt ab ein Esel. Einfach ab ein jungen Esel. So hier wird Gott sein Wort erfüllt, wenn Jesus Christus reden wird. Aber das sagt, dass die Jünger, die verstanden nicht, was hier passiert. Und das sagt in der Vers, sagt, wir sind nicht drin in Johannes Kapitel 12, sagt in der Vers, sagt, seine Jünger verstanden dort dann noch nicht. Aber als er erst verherrlicht wird, dachten sie da an. Dort dit von ihm geschrieben stand. Und dort sei dit von ihm gedonen haben. Wie kann es nicht sein, wo dort wird Gott von der det, als Port von Gott seine Geschichte, dort History, dort wird Gott det, und es ist sehr wichtig, dort wie trägticken da unterm Sein, dort wird wie belebt haben, wo steht Jesus, oder wo steht Gott dort aller taub, dort hat eine Geschichte merken det, dort wie kann verstehen, wo er schaffen det. Wenn wir dort nicht einmal verstehen, kriegen die Momente dort passieren det, dort ist sehr wichtig, dort wie trägticken da und Gott loben, für was er tut ist. Und an der 19. Vers sagt er dort wieder, dort Menschen hielten von wer Jesus wie ist. Und an der 19. Vers sagt er, dann sehen die Pharisäer eine zum anderen. Je seinen dort, je nicht uitrechten. Kijk, die ganze Welt geht am Hängeran. Die sind vielleicht erst, würde sie sich mit anmerklich feiern, anmerklich, und nu sind sie wirklich angeeuert. Und sie sind oft sich, dass Jesus Christus alle diese Nachfolger haben. Und sie reden zu sich selbst, nu will die ganze Welt am Hängeran nachfolgen. Würde aber nicht Fan sein, wenn die ganze Welt Jesus nachfolgen würde. Aber dann, Jesus wisst klar, was kommen wird. Er wisst, dass er wird bald sterben. Er wisst, wo das alle hanleden wird. Wenn nicht, alle Menschen nehmen ihn ab. Diese selben Menschen würden gehen am gehen.
Du wir noch eine griechische, wat auch Juden wären, oder wat Juden waren, die das glauben, aber die wären griechische Menschen. Und sie fragen, tam Jesus sein. In Kapitel 12, 20 bis 22. Und dann sagt Jesus das in 23. Er sagt, Jesus sagte an, der Zeit ist nu hier, dort die Menschen sehen so verherrlicht worden. Die Zeit ist nu hier. Und uns denkt dort, wenn wir Johannes durchlesen, dann, dort meine Tiden, sagt Jesus, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Menschen können am nicht festnehmen, weil seine Zeit wir noch nicht gekommen. Er kann auch nicht ganz klar offenbaren, wer er wir und was er kommt am Daunen, weil seine Zeit wir noch nicht gekommen. Und nu ist seine Zeit gekommen. Und er sagt, dort arm verherrlicht wird. Wir denken dann, verherrlichen, dort meint dort arm würde hochgehoben worden. Dort mehr Menschen würden sein, wie er wartig ist. Aber Jesus weiß dort, dass wir der sein Tod und sein Leiden, dort er wird verherrlicht worden. Der sein Tod und sein Leiden wird er sich angeben als ein Opfer. Dort alle, die wir an ihm glauben würden gerat worden. Er sagt wieder in 24, ich sei in der Wahrheit, wann in Wettküren nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt dort allein. Wenn dort aber stirbt, dann bringt dort viele Frucht. Jesus lehrt hier und fängt an zu sagen, dass er erst dort Wettküren, was sterben muss. So dort er kann weiter zu leben kommen und viele Frucht wird kommen von dort. Jesus muss sterben, dass seine Arbeit wiedergebracht. Und wenn er sterben wird, dann würden viele Menschen zu glauben kommen und dort ewiges Leben kriegen. Dann 25 sagt er wieder, wer sein Leben Gott ist, wird dort verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt für nichts achten kann, wird dort holen, zum ewiges Leben. Jesus wird ganz ehrlich sein Leben abzugeben, dort viele können die Rettung finden in den Arm. Und dann hat er seine Jünger weiten und dort, sie müssen deiner sein. Saßens, wenn ich sagte, wer mir deinen will, der muss mir nur folgen. Und wer auch sie, soll mir deiner auch sein. Und wer mir deinen Wort, den Wort mein Vater ehren. Jesus Christus nur folgen, haft dann mit deinen. Und wir wollen paar sind wieder, wo wir sein, wo dort meinen dort Jesus Christus in deiner ist. Und nu dreht dort, Jesus hat seine Jünger gesagt, was passieren wird, und nu dreht er an der zu Gott beten, den Vater beten. 27 sagt er, nu ist meine Seele bedrängt. Und was soll ich sein, Vater? Rat mir aus dieser Stunde. Aber das ist, wo ich in dieser Stunde hergekommen bin. Vater, verherrlich die Namen. Woran wir Jesus so bedrängt? Woran wir seine Seele bedrängt? Er weiß, dass wird verherrlicht worden. Wir würden uns alle freuen, wenn uns wird verherrlicht worden, wenn uns wird hochgehoben, wenn uns wird geehrt. Aber Jesus Christus weiß den Preis, was er wird tun für diese Herrlichkeit. Er wird in seiner Schwert dort tun, dass er kann uns raten von unseren Sünden. Aber dann kriegt es, wenn Jesus Christus gedeiht wird, hier wie Gott seine Sterne, hier. Der nächste Port von 28, durch 29 sagt es das. Dann seht eine Stern vom Himmel. Ich habe den all verherrlicht. Und wo dem Vater verherrlichen. Jesus Christus hat einmal verherrlicht, durch dort heimat am wir, dort Jesus Christus der Evangelium predigen hat, und nu wird dort Herrlichkeit, was Jesus Christus wird kriegen, wird nu vollkommen sein, wenn Jesus zu den Kreuz gehen hat und von dort abstehen hat und zum Himmel fahren hat. So Jesus Christus wisst, wer er wir.
de Vader wist wie hij weer. En Jezus Christus weer ganz sicher in de Vader zijn lijf. Zijn we dan ook dat we ons kan aangeven tot dat wat God van ons wil? Wilt we sicher zijn in zijn lijf? Ik geloof dat wanneer we verstaan wat de Vader zijn lijf voor ons is, dan kunnen we ons veel sicherer zijn in Jezus Christus nog volgen. Dan wieder lesen wir hier, wo Jesus wordt verherrlicht worden. En 31 sagt het zo steht, deze Welt wordt nu gerecht. En die weer in deze Welt gewalt eift, wordt uitgesaat. En dan wieder sagt het zo steht. En wanneer ik van deze eerd word hooggehoven worden, wo ik alle mensen naar mij trekken. Nadat Jezus Christus wordt sterven, nadat hij das wetkuren wordt in zijn wat in de eerd wordt begroefd, wordt frisch opgehoven worden. En der opgehoven worden vele mensen te Jezus komen. En over de jaren, de biljoenen mensen zijn naar Jezus gekomen. En die hebben Jezus Christus als heiland aangenomen. En dat die hebben eeuwig leven door Jezus Christus gekregen. Dan weer in 33 zegt hij, dit zegt Jezus om aan te dienen, dat hij een dood, voor wat hij een dood, hij sterven wordt. En hier kan we terugkijken tot wat Jezus leert. In Johannes kapitel 3, 14 tot 15, het zegt staat. En zoals Moses in de wildernis een slang hoog ophangt, zo moet de mensen zijn ook hoog opgehoven worden. Dat al die aan hem geloven, dat eeuwig leven hebben. Jezus Christus wordt opgehoven worden op een kruis. En du wordt hij sterven voor die en voor mij. En der zijn dood op een kruis. Dat zegt hij, alle die weer aan hem geloven, die dat eeuwig leven hebben. En wanneer schijnt nodig is het niet voor ons. Maar de mensen kunnen het niet verstaan, wo dat merklich wir. Und 34 sagt es wieder, die Menschen sehen da arm. Wir haben in Gesetz gehört, dass der Christus für armer bleiben wird. Wo kannst du dann sein, die Menschen sehen, mag hoch gehoben worden? Wer ist diesen Menschen sehen? Ich glaube, diese Menschen, wir sind sehr so, dass die Juden, was hier nicht ganz deutlich werden, an was Jesus sieht hier. Wir haben fertig ein Bild von wer Gott ist, wer Jesus Christus ist, und wir merken uns auch deutlich, wo das muss sein. Gott muss es das sein, wegen das ist das einzige, wo wir das verstehen können. Und so wird man diese Menschen auch, sie können das nicht begreifen, wo das merklich wir, dass ein Messias wird sterben. Und ein Messias, was sterben wird nicht mehr ein Leben wie ein Messias sein. Und ein Messias, was tot ist, können Menschen nicht raten. Und so dachten sie anyways. Aber Jesus Christus, da wird der sein Tod, dort er Menschen raten wird. 1. Korinther Kapitel 1, der 23. Vers sagt es steht. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, an dem die Juden sich streiten und den Griechen ab Ansehen halten. Die Welt hat eine schwere Zeit, dort anzunehmen, wo das möglich ist, dass ein ewiger Gott konnte die Welt kommen, auf dem Kreuz zu sterben, für die und für mich. Und wo das ein Beweis ist von Gott seine Kraft, leider ist Gott seine Schwachheit. Jesus Christus, der freiwillig sich angeben, um für die und für mich zu sterben. Und da wir nicht ein Beweis von dass er schwach wird, er mögt sich schwach, weil er stark ist. Und der, was er auf dem Kreuz steht, wenn wir das nicht einmal ganz begreifen, kann ich und du freigehen. Ich glaube, das ist, wo ich schließen von der will, und das ist mit einer Frau.
sind vielleicht zwei Frauen. Die erste Frau ist das. Hast du ein Leben für Jesus, aus dieser Früh, was Jesus ansalben deed? Hast du ein Leben für Armen, was du am Anbeten, dort du wirklich bist, alles zu sehen sagen, dort du Jesus Christus kannst ehren, für wer er ist. Und die zweite Frau ist, kannst du verstehen, dass Jesus Christus muss sterben für dich. Die Bibel lehrt uns, dass ohne das Blut wird uitgegoten, du hast keine Sinn in Vergebung. Das wir Gott seine einzige Weg. Da wir bloß durch Jesus Christus sind Tod, dass ich und du können frei sein. Das ist nicht ein Beweis, dass Jesus Christus schwach ist. Das ist ein Beweis, dass Gott ewig stark ist. Dass er Kraft macht, dass sich freiwillig hingeben, dass wir alle frei können sein. Werden wir danach beten. Jesus, Dankeschön, dass du die selbst hingegeben hast. Du bist dort Wertküren, was geplant wird. Und dort, was du deitst am Kreuz, dort ist für uns der Opfer, was uns fehlen wird, dass wir frei können sein. Aber Praxis, Jesus hier lernen, dass Wertküren eine Frucht wird bringen. Die wahre Auferstehung hat auch Frucht gebracht. Und von der werden wir die anbeten. Wir wissen nicht, wo wir das alle persönlich kennen, aber aus dieser Frühzeit werden wir auch die ehren, die danken, die preisen und die anbeten für die große, wunderschöne Rettung, was du uns schenken lässt. Und alle das beten wir in Jesus Christus Namen. Amen.